Hey Oli, ich glaube, wir sind da. Hey, heute zusammen willkommen zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Fischbrot! Ja, Mann! Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wir haben heute ein bisschen speziellere Folge. Wir haben einen Gast bei uns und Ich habe fast Zeit geworden, dass der Gast daherkommt. So viel Mal, wie wir über die geredet haben. ja, sag's nicht. Und Oli, ich bin dir, glaube ich, noch nie so nahe gewesen. Ja, ich weiss jetzt auch nicht, ob das, ich weiss jetzt auch nicht, ob das angenehm ist oder nicht, aber ja, wir lassen es jetzt mal so für die Aufnahme, was man nicht alles macht für, ja, damit der Robin ein bisschen lachen kann. Ah, ja, scheiße, jetzt habe ich den Gast schon verraten. Oh nein. Grüß dich. Hey, ja, herzlich willkommen Robin von Topis. Er ist unter anderem anwesend, nebst dem Oli und mir. Und ja, wenn ihr vielleicht so ein bisschen denken könnt, haben wir heute auch das Thema dementsprechend. Westin? Nein, natürlich Topis. Ihr habt uns ja Fragen stellen, wo wir heute am Robin stellen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal schön der Reihe an. Oder Oli, was meinst du? Ja, und wir starten mit meine Woche, deine Woche. Sehr nice. Willst du gut anfangen? Natürlich, eigentlich bleibt immer zuerst der Gast zu Wort. Robin, wie war deine Woche gewesen? Hey, jetzt erst mal Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Fühle mich wohl da in meinem Eckchen hinein. Hey, ich habe eine grandiose Woche gehabt. Ich habe letzte Woche, also ich bin mit 7 Tagen retour, es ist mit 7 Wochen, die wir aufnehmen. Ich habe letzte Woche können fischen. 2-3 Stunden das Wasser geschafft. Das ist nicht so selbstverständlich. Also im letzten halben Jahr 2-mal geschafft in der Schweiz zum Fischen. Und jetzt innerhalb von 2 Wochen 2-mal. Und belohnt worden mit einem wahnsinnig schönen Raubfisch. Forellen. Nico sein Lieblingsfisch. Merci. Die sind grandios. Wirklich wunderschön. 45er, noch ein paar 30 plus. Ja, wie 2-3 Stunden mega happy. Es hat so gut da, es hat der Seele so gut da. Hauptsache wieder mal am Wasser stehen. Sehr schön, ja. Tönt aber nach einer coolen Woche, was Wunderschön. das angeht. Aber ich nehme ja auch nicht an, dass nur beim Fischen geblieben ist. Nein, nicht nur. Aber Sachen, die mit Fischen zu haben, wo du dich gut damit auskennst. Kajak habe ich noch weitergebaut. Vor einem halben Jahr mit dem Pado in Holland. Den Pado kennen wir, haben wir auch schon drüber geredet. Ja, die Idee gehabt, hey, ich könnte mein Kajak upgraden. Völlig unnötig, aber geil. Jetzt habe ich ein komplettes Bordnetzsystem gebaut im Kajak. LED-Beleuchtung, USB-Steckdose, das Ankerlicht, Echolot, Spannungsversorgung. Und hast du alles über eine Batterie genommen, oder hast Alles über eine Batterie, aber es ist safe. Stimmt, ja, wir haben auch noch drüber, gell? Ja, genau, die hast du dich gefragt, ich glaube, Ist kein wegen dem Problem. Abdichten oder so. Ja, weißt, ich bin kein Livescoper, ich bin ganz ein simpler, ich habe ein kleines 7 Zoll Echolot drauf. Hast du. Das Gut, vertreibt du kannst ja alles. schneiden ohne Livescope, oder? Nicht so wie ich. Ich kann nur mit Livescope Genau. schneiden. Ich okay, meistens raus, trinke mein Bier und dann meinen Frieden, Hauptsache Ruhe haben. Apropos Bier, übrigens, Gell, das ist ein gutes Stichwort gewesen. cheers zusammen. Zum Wohl. Also- Herzlichen Dank, gell? Also Robin, Oli, bei dir ist es ja immer noch, ja. Willst du dich zuäußern? Magst du noch? Hey, ich mag noch. Jetzt ist es im Fall aushaltbar. So. Es ist gegen Ende, es ist absehbar. Weißt du, das finde ich jetzt geil. Wenn wir jetzt so gegeneinander reden, dann schmeckst du immer mein Bier an. Ich habe gedacht, es sieht so recht romantisch aus, wenn ich es jetzt so gerade habe. Ich kann von einem ein Selfie machen. Ja, das, ja, sehen wir sicher noch in der Story. Ich hoffe, wir hören uns, oder wir hört uns gut, weil, irgendwie habe ich so auf den Headphones zum Teil ein bisschen leisiger oder ein bisschen lauter, je nachdem, wie man reinredet. Von dem her, ich hoffe auch, ihr hört den Robin natürlich. Der Robin kennt sich aus mit Mikrofon. Wir könnten nachher vielleicht noch geschwind die Szene einblenden, wo er vorher schon ein bisschen gerappt hat. Nein. Ja, Robin, leider wird das gehen. Ich sage das Mikrofon checken, ich bin völlig überfordert gewesen in dieser Ja, Situation. völlig überfordert. Es hat genau so tönt, wie wenn du völlig überfordert wärst. Ja, sehr nice. Und jetzt hast du das Upgrade gemacht und bist mit dem Kajak fischen oder bist du ohne Kajak fischen? Bist du Jetzt nur- ohne Kajak. Ich bin im Fluss gewesen, vor allem fischen und so schön meine Ruhe genossen. Nein, es geht noch ein bisschen, bis vor allem da die Saison wieder ein bisschen anfängt auf dem See. Ihr kennt es, jetzt ist es noch ein bisschen kühl. Sie sind noch ein bisschen tief unten. Mir fängt es dann so Ende Mai, Anfang Juni, fängt die Grossfischersaison bis Mitte wieder an. Und ja, das freut mich. Aber jetzt bin ich voll ausgerüstet. Ich bin happy. Ich weiss nicht, ob ich das LED-Licht innen dran überhaupt mal brauchen. Ja, Ja, aber mega scheißegal. glücklich, habe ich es drin und kann ich mein Handy aufladen. Was du hast, das hast. Genau. Das macht ja Spaß. Ist ein Hobby im Hobby. Ja, genau, sehr schön. Und über Ende Mai, Anfang Juni reden wir ja später noch ein bisschen drüber. Mhm. Ich nehme an, ihr wisst, was wir meinen, weil zu dem Thema sind nämlich auch schon die einen oder anderen Fragen gekommen. Von dem her, ja. Ich würde sagen,
Soll ich mal meine Woche erzählen? Ja, also, der Oli nicht. Ja, hey, meine Woche ist eigentlich nicht so spektakulär gewesen. Ich habe ja eigentlich, wir haben ja alles schon erzählt, was wir irgendwie gemacht haben, im letzten Podcast, der rausgekommen ist. Und als Wasser habe ich es nie geschafft, komischerweise. Habe aber auch nicht so das Reissen gehabt. Irgendwie, vielleicht liegt es daran, weil der Hecht noch schon Zeit hat bei uns. Ja, und vor allem dementsprechend, egal, das Thema lassen wir, das schneiden wir jedes Mal an. Und das ist langsam ein bisschen ausgelutscht. Hey, was noch angekommen sind meine Swimbaits. Für ein Video. Ich sage jetzt nicht mit wem. Ich sage jetzt nicht was für eins, aber ich habe Swimbaits bestellt. Was es für dich sind, das sehen wir sicher. Da bin ich fest überzogen davon. Ja, und sonst halt, ja, geschafft. Ja. Lager nicht weiter aufgeräumt. Ja, nein, sowieso. Coole Woche gewesen. Hey, meine Woche, ihr wisst, es ist auch nicht lang her. Ich meine, wir haben den letzten Podcast von einer Woche aufgenommen. Bei mir ist so Podcast schneiden gewesen und 2 Drehtage vorbereitet. Ich habe jetzt, die nächste Woche 2 Drehtage und die haben so vorbereitet gewesen. Genau, das wäre eigentlich meine Woche gewesen. Ja, gut. Dann, ist eigentlich auch schnell erzählt. Würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik. Und zwar News. Da hast du ganz viel aufgenommen. Ja, absolut. Ich komme mir so vorbereitet vor wie der Daniel Andriani bei ihrem Podcast. Ja, mein Blatt ist eigentlich leer. aber, was ich vor allem habe, ist, oder was ich wichtig finde, ist, der Kanton Aargau zieht den Kampf gegen Grundle Notbremse und sie machen Fischtreppen zu. Finde ich eigentlich noch sehr speziell. Es gibt einen Artikel im Blick, ist eigentlich noch, ja, auch, dass der Blick, drüber schreibt. So Ist das auf eine verlässliche Quelle? ja, nein, der Blick nicht, aber von der Person, wo ich das bekommen habe, würde ich jetzt sagen, ist eine verlässliche Quelle. Ja, von dem her. Aber ja, zu der Eindämmung von der Schwarzmeergrundle wird die Fischaufstiegsanlage im Kraftwerk Klingnau vorübergehend stillgelegt. Kanton Aargau reagiert somit auf die ökologische Bedrohung von der, oder, ja, von der einheimischen Fischarten. Ja, könnt vielleicht mal in die Kommentare reinhauen, was ihr dazu meint. Wie ihr das gesehen, ob ihr euch überhaupt damit befasst, ob das bei euch auch ein Thema ist am Gewässer, würde mich auch noch wundern. Oder uns, wo ich fische, glaube nicht. Ist mir einmal nicht bekannt. Und, ja, von dem her, ist ja gut, wenn es noch so ist. Wenn sie noch nicht da ist, ja. Hey, das wäre es eigentlich, von meiner Seite her gewesen. Okay, da bin ich ein bisschen mehr News. Ich muss euch allen einen lieben Gruß sagen, mit vom Desi. Ich habe heute noch mit ihm schnell telefoniert. Er hat also unseren Podcast auch gehört und das mit den VIPs nimmt er sich zu Herzen. Er ist bereits bei der einen oder anderen schon dran. Ich kann euch zwar nicht sagen, wer es ist, aber er kümmert sich darum und nimmt eure Bedürfnisse ernst. Dann, ist aber auch schon ein bisschen länger her, Stucki hat eine neue Route rausgebracht. Stucki Arrow 221. Haben wir nie schon mal gesehen. Wird von der Hand kommen. Nein. Ist die an der Messe gewesen? Das weiss ich nicht. Ich habe nur, den Post gestern noch gesehen. Das da irgendwie ist. Okay. Nein, Stuck ist für mich auch weniger eine Marke, wo ich fische. Von dem her, ja. Es sind in letzter Zeit schon ein paar recht coole Sachen rausgebracht, aber die Route habe ich jetzt noch nie wieder angehört. Ja, unbestritten. Also, coole Sachen haben sie. Also, das Einzige, was ich pro Stücke fische, ist der klassische Brown Spinner. Mit dem habe ich übrigens auch meine, PB-Forellen damals gelangt. Ja. Vielleicht ist auch das der Grund, Ey, dass ich... ganz ehrlich, ein kleiner Einschub, dich nehme ich mal mit am Bach und dann fangst du eine neue PB vor allem. Also die 30 Cent knacken wir. Meinst du? Er liegt nicht ganz bei 30, aber Der Forellenmuffel willst du mitnehmen? Ja, bei mir ist er nachher anders, glaube ich. Wir haben wirklich das Glück, dass wir dürfen an einem Bach fischen, der grandios ist. Ja. Kommst du mit, bist ich eingeladen, ist fange gut. den PB nicht. Leider, Oli, ich würde dich auch gerne mitnehmen, man kann dann mit Swimbaits fischen. Ich kann auch ganz gut mit Spoons fischen. Ah, ja, okay. Ja, wenn es sein muss. Ja, dann hat mir der Roni noch geschrieben, dass Stucki AG Umzug ist. Wir sind jetzt, im Einzelnen im Neubau. Ah, okay. Stark. Aber immer noch Kanton Schweiz. Eh und je. Ja. Nice. Cool. In dem Fall alles Gute am neuen Standort. Ja. Nehmen wir an, dort wird's auch. Gibt's den Silsee Fisch noch in Wilderzell? Oder sind sie komplett raus? Ich glaube, der heisst jetzt auch Hebise. Hat jetzt in verschiedenen Standorten. Der Happy Fish Class ist jetzt ein Hebise geworden und der Hebise, wo man schon kennt hat, also beziehungsweise ist ja auch Wetzikon gezügelt.
ehemalige Sportfisch Wetzikon. Ja. Das ist der Hauptstandort. Und die anderen sind jetzt auch Hebis, ja. Aber jetzt ist Einsiedler, hast du gesagt, ja? Ist dort nur das Lager oder das Headquarter Nein, oder der sie haben Hauptsitz den oder auch Laden schon schon? nicht dort oben. Ich weiss aber nicht, ob es ein Einsittel oder Wille sein. Das müssen wir vielleicht noch schnell recherchieren und einschreiben. Nicht, dass wir da irgendetwas Falsches erzählen. Aber auf jeden Fall dort oben. Aber sie haben das Lager und alles haben sie zusammengezogen und jetzt etwas recht Cooles auf die Beine gestellt. Ja. Weil vorher sind sie in Wilderzell gewesen. Dort ist ja der Silseefisch. Ja, ich glaube, der Laden ist immer noch dort. Okay. Aber eben, sie haben das Lager und Ja. alles haben sie zusammengezogen Ja. dort hin. Nice. Cool. Dann für alle Nace-Fans, ist Zikade rausgekommen. Von Nace. Richtig geil. Müssen wir auch mal reinziehen. Der Robin schaut schon gespannt und lässt schon gespannt zu, wie wir da über Fremdmarken erzählen. Hey, ich glaub, finde es wir mega müssen ein spannend. Ich bin bisschen ein Fan von anderen Marken, ganz ehrlich. Weil nicht die ganze Zeit über Tokens reden, das machen wir sonst schon. Nein, das haben wir schon Ja, gemacht. das Wenn das stimmt, das Marketing-Budget echt können reduzieren, weil wir ja das ganze Marketing gratis Oh, wow. haben. Gerade. Nein, überhaupt nicht. Nein, Okay, es gibt ja so viele fantastische andere Marken, unbedingt drüber reden. Das ist ja Ja, es spannend ist, für die nein, Leute es ist aus, so. Ist so, absolut. Dann der Correntisch in der Jeremy bietet neu, nebst dem Guiding, auch Stundenkurs an. Also wer mal interessiert ist, mit ihm zu Nice. fischen gehen, wäre sicher mal etwas. Dann, ein deutscher YouTuber, ich weiss nicht, ob ihr von dem schon etwas gehört habt, der Brose. Das ist ein junger, aufstrebender YouTuber, ist mit LMAB, ein bisschen Nace, hat er, glaube ich, eine Kooperation. Und er hat jetzt, sein Studium, glaube ich, das Studium beendet und hat sich jetzt voll auf YouTube konzentriert. Und hat jetzt in diesem Jahr die 100k erreicht. Das ist schon krass, in einem Jahr. Ich kann nur von How I Met Your Mother. Kennt ihr How I Met Your Mother? Kenn ich da, Logisch, ja. ist doch da, der Barney, wenn er da den anderen anlernt, ich weiss nicht, wie der heisst, wo er gesagt Brose Lieberman oder so. Ja. Das haben wir nicht so im Kopf. Nein, ich habe nicht mehr, das Buch habe ich mal neu bekommen, der Bro-Code. Ja, genau. Ich mein Bruder auch mal checken. Wer hat den nicht gehabt? Oder immer noch? Yes. Hey, das wär's gewesen mit meinen News. Cool. Dann, Robin, Ja, wir sind gespannt auf ja, deine ich News. hätte ein paar News, aber gewisse, die vielleicht auch ein bisschen ausholen und auf Themen rausgehen, die wir schon mal angesprochen haben. Hause. Vielleicht aber das erste Mal noch schnell, es gibt eine Messe im September in Budapest, wo sich die Hersteller treffen, also wirklich Herstellermesse. Wäre für vielleicht dich, Nico, auch sehr interessant. Ende September ist jetzt gerade neu kommuniziert worden, Angling International Live. Früher hat es ja die FTX gegeben, die ist von der EFTA organisiert gewesen, und jetzt Angling International Live nennen sie neue Messe. Mega cool, wir werden sicher reden sein, es ist immer cool zum Networken, die Leute persönlich vor Ort kennenlernen, vielleicht neue Hersteller kennenlernen. Das letzte Mal bin ich bei der FTX in Brüssel, glaube ich, vor 5 Jahren. Schon das mega gewesen. Also wirklich ganz coole Connections können machen, wo wir dann können persönlich vor Ort in den Fabriken können besuchen. Aber dort trifft sich eigentlich wirklich einfach das Who is Who von den Herstellern, Europa, Asien, alle möglichen. Ja. Ist noch nicht alles kommuniziert, es ist alles sehr frisch. Also mich nimmt es an Wunder, welche Hersteller das alle kommen oder welche Fabriken alle kommen. Aber wäre definitiv auch etwas für dich. Hey, ich weiss nicht, ob das für mich in dem Fall das Richtige wäre. Gell, mit Major Fish Schweiz, Ja. oder mit Maximus Schweiz, so. Jetzt habe ich gedacht, ich kann die Hotelkosten reduzieren. Wir machen schon gratis Marketing für dich. Was willst du noch mehr? Und die Hotelkosten können wir schon in Holland ja reduzieren. Ja, Also das von dem da her, kann man treffen. Aber ich finde es spannend, dass du das erzählst. Ich habe das auch gesagt. Ich habe respektive den Trailer, ich weiss nicht mehr, irgendwo habe ich es gesehen gehabt. Und ich habe mich gefragt, ob die Schweizer Brands auch dort hergehen. Ja, mich nimmt es auch Wunder, wer mir dort alles trifft. Ja. Das letzte Mal in Brüssel habe ich zum Beispiel die Leute von Duo getroffen. Ja, bin gespannt, wer dort alles auftaucht. Ist relativ gut gelegen. Es ist der Hang Expo, also in Budapest selber. Also man kann relativ gut zu einem vernünftigen Preis übernachten, anfliegen. Also es ist gut machbar von überall aus Europa. Ja, ich freue mich, bin mega gespannt. hast du keinen Stand oder so, oder? Gehst einfach schauen? Nein, Nehme ich wirklich zum Network. Ja. Ja. Allein. Wahrscheinlich allein. Ja. Ja, cool. Wäre Oh, noch, eben. wär noch eine Vielleicht, Überlegung, ja. wäre schon noch eine Überlegung wert. Ja, es ist spannend, immer. Also, eben, du siehst wirklich so, was man sonst nicht gross mitbekommt als Endkunde, und dann als Marke mit den Herstellern direkt kannst du in Kontakt treten. Also mit den Fabriken direkt kannst du Ja, in geil. Kontakt treten. Das ist Ja. cool. Ja, kannst du sonst mal, kannst du sonst mal, das Datum noch durchlassen? Ja, Mal mache ich sehr schauen, gerne. wie Ich das glaube, Zeit eben Ende September. Angling International Live, schnell googlen, es wird Ende September sein. Ja, das ist gut. Merci. Aber ich schreibe dir noch. Apropos Networking, es sind ganz viele, mit einer Umfrage gemacht, wie du ja da auf Besuch bist, jetzt sind ganz viele Fragen gekommen zu dem Thema.
Werden wir nachher noch drauf Hey, eingehen. ich habe im Fall ein bisschen Schiss, als ihr das gepostet habt. Habe ich gewusst, ich kenne ja die Halbszene irgendwie und wir haben es eigentlich alle mega gut zusammen. Aber ja, da habe ich gedacht, da wird mir wahrscheinlich der eine oder andere auch reinlaufen lassen. Also ich habe Angst vor der einen Frage. Ich weiß nicht, ob wir alles posten, aber ich habe Angst vor der einen Frage. Ja, das ist gut. Das darfst du haben. Aber eben, sind ja die meisten wirklich alle gut miteinander befreundet. Das ist immer schön in dieser Szene. Absolut. Wir haben nicht viele Hassnachrichten bekommen. Gegen dich. Nur Morddrohungen und so. Nein, ich Ja, glaube aber nicht das ist um ja gleich, Hass. das ist nicht viel mit Hass, das ist einfach ein Ich glaube auch Drogen. nicht Hassnachrichten. Ich glaube mehr so, ja. Nein. Hey, und das andere Thema ist ja das, was wir auch schon mal aufgegriffen haben, wegen, da habe ich mal etwas so gepostet in den Kommentaren, wegen Amsterdam, wo es darum gegangen ist, die Motion, dass man Sportfischerei wird verbieten in Amsterdam. Genau, ja. Das haben wir, glaube ich, in der ersten oder Ja, zweiten ich glaube, Folge dort umeinander diskutiert. ist es So, ja. Da gibt's News, also eben, ich habe es in den Kommentaren mal geschrieben, du hast es dann auch nochmal aufgegriffen gehabt. Hat ja dann geheißen, eben, es ist abgelehnt worden. Im ersten Moment tönt das schön und gut und cool, wir können weiterfischen. Aber es ist eigentlich nur abgelehnt worden, eben aus ökonomischen Gründen. Dass viele Parteien gesagt haben, hey, wir wissen nicht, wie wir das finanzieren sollen, wo bis jetzt die Fischer machen. Es sind doch 15.000 Fischer in diesen Verein, in Amsterdam. Also relativ viel. Die schauen für den Fischbestand, Wasserqualität, die beobachten das Wasser. Das sind wirklich die Leute, die vor Ort das anschauen. Und wenn man das aber geklärt hat, wenn man das finanziell kann stemmen, dann sind sie auch generell eigentlich für das Fischverbot. Ähm, und jetzt ist so, dass in 6 Jahren gibt es Neuverpachtung von den Amsterdamer Gewässer. Und der aktuelle Stand ist, dass 9 von 12 Parteien, die in der Regierung von der Gemeinde Amsterdam sind, 9 von 12 Parteien sagen, sie wollen die Neuverpachtungen nicht weiterführen. Das heisst, es ist nicht ein Fischereiverbot eigentlich, oder? Sondern du darfst nicht mehr fischen, weil sie nicht verpachtet sind. Es läuft einfach aus, oder? In dem Es Sinne. läuft aus, genau, Ja. ja. Und jetzt ist da eine Motion gestartet, wo von einer Partei aufgegriffen worden ist, wo jetzt auch von verschiedenen holländischen Sportfischereiverbänden und vom Hauptverband gestützt werden, dass man da eine Motion hat, hey, doch, wir wollen die Neuverpachtungen festschreiben, dass es auch über die nächsten Jahre, Jahrzehnte wirklich auch passiert. Und nicht, dass man es kann auslaufen lassen und nicht mehr verpachten. Aber eben, es 9 von 12 momentan, man hat noch 6 Jahre, um das zu kehren. Es ist nicht so wahnsinnig rosig, wie das aussieht. Und es zeigt einmal mehr, wir mit unseren Problemen, die wir untereinander haben, so Catch and Release oder Fleischfischer oder Nachhaltigfischer oder Live-Sonar-Technik, wenn ihr auch schon darüber geredet habt, oder eben nicht, wie wir uns so gegenseitig zerfleischen, aber eigentlich zeigt, wie wichtig das ist, dass wir egal, was wir jetzt machen, dass wir zusammenheben, dass wir unsere Leidenschaft, die wir alle frönen, über Jahrzehnte noch und unseren Kindern weitergeben, dass wir das wirklich weiterführen können. Und das ist wirklich wichtig, aus meiner Sicht. Dass man da ein bisschen das Kriegsbeil begraben und zusammenhalten und zusammen können wir dann das auch erreichen. Make love, not war, oder? Absolut. Das ist Hey, das genau so hat es Das hat im Fall Rolf Meister, das ist eine holländische Plattform, eine relativ grosse, die hat genau das geschrieben, so, ey, die erste Schlacht ist gewonnen, aber der Krieg noch nicht. Ja, richtig poetisch. Okay, ja, spannend. Also, das heisst, all die noch nicht in Amsterdam gewesen sind, sollen jetzt auf Amsterdam gehen. Nein, natürlich nicht, aber tönt noch spannend. Das Ja, heisst, in 6 Jahren kann es theoretisch gesehen eigentlich vorbei sein mit Fischen in Amsterdam. Ja, und ich denke, das ist der Anfang, gell? Das ist, Mhm. das kann auf einmal wie eine Lawine über uns drüber rollen. Ja. Da muss meiner Sicht auch sinnvoll, eben, einerseits, dass wir zusammenheben, andererseits auch die Lobbyarbeit von uns unterstützt. Vielleicht hat es ein oder andere auf Instagram gesehen, wir sind die EFTA beigetreten, Ja, voll. empfehle auch wirklich jedem Shop, jeder Marke, das ist European Fishing Tackle and Trade Association, das ist unsere Lobby in Brüssel. Wir haben sehr viel, die gegen uns lobbyieren, aber so können wir es mit einem kleinen Batzen unterstützen und unsere Lobbyarbeit unterstützen. Das Gleiche in der Schweiz. Schweizer Fischereiverband, der sich sehr einsetzt für uns, wo wir teilweise auch also bekannte Leute dort drin hocken haben, wie unsere Bundesrätin, wie heisst sie? Elisabeth Elisabeth Baumschneider. Ja, das war Vizepräsidentin gewesen, bis zum Antritt im Bundesrat. Der Ständerat Zanetti, der bis jetzt noch Zentralpräsident ist. Und jetzt gibt es im Juni, glaube ich, eine neue Delegiertenversammlung, wo eine Neuwahl stattfindet. Und dort wird wahrscheinlich Josic gewählt. Das habe ich gelesen. Da ist irgendetwas gesehen, dass der Josic steht relativ weit Genau, vorne ist. eigentlich. Sie empfehlen dann, das genau, einstimmig genau. Oder einstimmig das annehmen. Also recht bekannte Persönlichkeiten, die sich für uns einsetzen. Und ich glaube, auch solche Verbände, wenn möglich, mit unserem gewissen Geld auch, dass wir die unterstützen, weil die setzen sich wirklich für uns
ein, egal wie wir über das Fischen denken, von unserer Auslegung, eben Fleischfischen, Catch-and-Release und so weiter. Ja. Das ist jetzt einfach etwas, was drüber steht, was viel wichtiger ist, dass wir zusammenheben und die Verbände unterstützen. Stark. Starke Ansage. Wenn ich das richtig verstanden habe, es geht nur um Raum Holland oder ganz Niederland. Nein, das, was ich vorhin angesprochen habe, ist jetzt mal Also, nur sorry, Gemeinde sorry, Amsterdam. schön. Holland ist Niederland. Nein, oder nicht. das, Oh, wow. wenn man es ganz sauber nimmt, ist zum Beispiel Amsterdam liegt in Nordholland, Provinz Nordholland. Rotterdam zum Beispiel Südholland. Ja. Und da gibt es ganz viele andere Provinzen. Das sind eigentlich schon Holland. Wir sagen aber schon umgangssprachlich Holland zu allem. Aber Danke. wenn man es ganz korrekt nimmt, hat der Uli recht. Glaube ich nicht. Uli, kannst du zuschneiden, dass du recht Aber, hast? Nein, das ist, wenn du einen Holländer fragst, sagt er dir ja, Holland ist eine Region. genau, also die Klugscheisserei bringe ich auch immer, wenn jemand kommt, weil ich Holländer bin. Okay, ist ja gut, ist ja gut. Aber ja, schlussendlich kommt es darauf an. Ja. Weisst du mehr, also sorry, noch schnell zu deiner Frage, eben, ist es nur für in dem Fall Nord- und Südholland? Nein, das wäre Gemeinde Amsterdam jetzt mal. Nur Amsterdam. Gemeinde Amsterdam, ja. Ja. Ja, es gibt ja überall die Bestrebungen ein bisschen. Zum Beispiel Amersfoort haben wir auch schon angesprochen. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Genau. Weisst du, wie sie in Amersfoort, oder weisst du noch von weiteren Ortschaften, die jetzt so reagiert haben wie Amersfoort? Nein, Amersfoort ist jetzt mit dem Wiederhakenverbot. Die ganze Gemeinde Amersfoort ist recht viel Gewässer. Die ganze Gemeinde Amersfoort ist Wiederhakenverbot und Blei über 15 Gramm verboten. Also, Ja, genau. Das muss dann einfach entweder Tungsten sein, klassisch, oder Stahl, oder genau, alles was so ja, mögliche Zink Legierungen oder was auch immer. gibt, Ja, genau. Stein, was auch immer. Also je nachdem, was Fisch ist. Ja. Das ist jetzt mal so. Was auch ist, es gibt immer mehr Gewässer, wo du bleifrei musst fischen. Das ist ein bisschen von Sportfischerei Niederland, wo das vorwärts getrieben ist. Das siehst du aber auch im Fischpass, im App rein, wo jeder, wo zu Holland fischt, kommt, muss eine App downloaden und dort kann er dann in jedem Gewässer schauen, hey, wie, wo, was. Haben wir ein bisschen holländisch Kenntnis vorausgesetzt? Ich wollte jetzt gerade sagen, es ist richtig herrlich, wie alles so wunderbar auf Deutsch übersetzt Ja, ist. hey, wie viele Nachrichten ich bekomme, so, hey, kannst du mir das übersetzen? Was soll der Scheiß, wieso ist es nur auf Holländisch? Also, hey, du bist in Holland am Fischen. Was erwartest du, oder? Was erwartest Und sind wir Schweizer wieder? Bei uns ist in tolle Sprache übersetzt, sehr wahrscheinlich alles, oder? Ja, halt auf Landessprachen, aber es steht ja nicht auf Holländisch steht und ein Holländer kommt an und sagt, wieso ist es nicht auf Holländisch? Ja, das stimmt. Der macht natürlich eine Firma und macht irgendwie ein Turnier dort. Oder? Aber ist ja gleich ein anderes Thema. Wenn es darauf geht, dass wir es auf Englisch haben. Das hat der Schweizer das gut. Ja, aber ist aber auch nicht so. Also unsere Fischereireglemente sind auch nicht auf Englisch. Das Bei uns ist es nur auf Deutsch, wenn du jetzt Kanton Zürich anschaust, oder, da gibt es nicht für jeden Kanton eine Regel. Aber bei uns Ja, das ist es ist so, ultra mühsam. Also, das Holland ist schön geregelt. Wenn bei mir ein Holländer fragt, so, hey, ich komme in die Schweiz, ich gehe dort und dort ins Wallis fischen, was darf ich? Dann sage ich, ja, du, ich habe keinen Plan. Das Lies das Reglement. ja, weil das doch alles föderalistisch geregelt ist, in jedem Kanton seine eigene Fischerei Hoheit hat, ist es teilweise so mühsam. Das ist ja gar recherchieren. Jeder Bach ist wieder anders. Nein, stimmt, jetzt, wo man singt, ich habe immer das Tessiner Patent, das ich löse. Das ist alles auf Italienisch. Ja, Das ist auch schwierig. aus Gründen, ne? Hallo Kantönli-Geist. oder? Okay, aber du hast noch weitere News, nehme ich an, oder? Hey, jetzt muss ich ganz schnell spicken, aber ich glaube, das ist voll gross Teil gewesen. Gut. Ja, also, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die nächste Rubrik. Und zwar kommen wir zum Thema. Oli, ich übergebe dir das Wort. Ja, voll. Und ich denke, das passt sehr gut da rein. Bevor wir starten mit der Geschichte der Topis, hat der Sidi nämlich schon vor langem mir eine Sprachnachricht gemacht. Wir haben ihn doch mal gefragt, kannst du dich erinnern, Nico, im Podcast, wie er das macht mit Fischen und Topis. Wenn er dort überall Team-Member ist. Und er hat jetzt da eine Sprachnachricht gemacht und die will ich da abspielen lassen. Ja, sehr nice. Lassen wir doch mal rein. Bezüglich deiner Frage, wie ich das genau mache oder wie wir das genau machen. Vertragsübergreifendes Arbeiten findet ja bei relativ vielen statt. Es ist in dem Moment kein Problem, weil die Leute sich untereinander sehr gut kennen und wir uns natürlich sehr gut kennen. Und man da einfach offen miteinander redet. Was sind Anforderungen, wo gibt es Überschneidungen? Eben bei Thematik wie im Messen würde ich viel für Topis machen, natürlich auch bei Fischen aushelfen, was ich kann. Genau, aber es war für alle Parteien okay gewesen. Man sieht da mehr Vorteile drin. Dementsprechend, ja, es ist eine coole Sache. Es sind zwei absolut Hammerbuden. Ja, so wie ich jetzt das von ihm rausgehört habe, geht das recht einvernehmen. Wie sagt man denn? Einvernehmlich. Genau. Einvernehmlich, genau. Das ist schon wie mit, ja, nein, ist schon gleich, einfach einvernehmlich. Wie mit unserer Beziehung, gell? Ja, genau, die ist auch sehr Ich denke, einvernehmlich. jetzt kommt wieder so eine U14-Ding, so eine Schule.
Ja, Robin, willst du auch noch etwas dazu sagen oder lassen wir es so stehen? Hey, stimmt alles, was er gesagt hat. Logisch, es hat 2, 3 Sachen gegeben, die wir müssen klären. Aber es ist ganz klar, wenn er für uns unterwegs ist, dann ist er für uns unterwegs. Und zu 100% für uns unterwegs. Aber es gibt halt auch noch Schnittpunkte und so weiter. Aber schlussendlich, er ist ein grossartiger Mensch. Er ist immer offen und ehrlich zu uns. Wir haben es auch mit Fischen super, wir haben es mit anderen Läden super. Das ist gang und gäbe auch ein bisschen in dieser Branche, wie das so gemacht wird. Aber er hat seinen Auftrag bei uns. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber so Auftrag, und der macht er grandios. Also wirklich, gibt keinen besser als er. Darum ist er auch bei uns der Pro-Staff. Wir haben ja nicht so viele Leute, die wir zusammen arbeiten. Und geniessen das, ja, dass er bei uns ist. Apropos Pro-Staff, sucht ihr immer Pro-Staff oder ist es bei euch so ein bisschen, ja, wenn es gerade passt, dann ist gut, wenn es nicht passt, dann nicht, oder sind ihr jetzt, weil der Mitch gegangen ist, noch am Weiterschauen gewesen, oder hat das irgendwie einen Zusammenhang? Hey, nein, ist vielleicht dem einen oder anderen schon aufgefallen, dass wir nicht mit hunderten Leuten zusammenarbeiten. Also, wir haben sehr viele im erweiterten Umfeld, die uns grossartig unterstützen, wo wir sehr, sehr fest schätzen. Aber Zusammenarbeiten selber ist schon ein bisschen nach dem Bedürfnis, was wir brauchen als Bude. Also wir brauchen natürlich Fotos, Leute, die unsere Sachen gehen testen. Und wir haben wirklich auf das ein bisschen fokussiert. Und das hat der Mitch vorher grossartig gemacht gehabt. Der hat ja auch mal das Team bei uns angefangen als Pro-Staff, ist dann Verkäufer geworden. Aber auch während der Zeit als Verkäufer grossartig so Sachen geliefert. Da hat Sidi seinen Auftrag auch, den er so macht. Wir haben ja den Jörg noch dazu geholt, der hat aber ganz eine eigene Aufgabe als Mitentwickler und Produktinvestor, wo es auch wieder neue Möglichkeiten gibt, dass wir zusammen irgendetwas Cooles schaffen können. In Holland haben wir den Marvin eingestellt. Wir arbeiten schon sehr im familiären und freundschaftlichen Rahmen. Ja, wir haben auch gesagt, es hat auch Vorteile, um das Ganze aufzublasen. Dann ist jeder ersetzbar. Das wollen wir aber gar nicht. Also, da dazu ist auch Westen mitgegangen. Absolut verständlich. Wir sind immer noch super Freunde. Wir sind letzte Woche auch zusammen fischen. Hat er seine PB-Forelle gefangen. Mit dem weißen Skeletonius. Am Tungstenkopf. An der Blue Suri. Also, er hat Toppis nicht ganz aufgegeben. Ja, das ist super. Das ist, Nein, nein, gut, das kennt man nicht. Das Es ist, nein, wir haben es wirklich super. ja, er hat auch dafür gelebt und ich glaube, er lebt auch immer noch dafür. Also, ich glaube, Absolut, er ja. supportet euch immer noch, wo es geht. Und, Absolut. ja, von Ja. dem her. Nein, das ist uns auch immer wichtig gewesen. Darum haben wir es auch bewusst vor der Schweizer Sportfischermanns kommuniziert, dass er aufhören wird zu arbeiten bei uns. Und dass die Leute haben gesagt, hey, schau, wir sind zusammen am Stand, das ist alles in Ordnung. Weil es wird doch sehr viel missinterpretiert. Es wird sehr viel hin und her, ja, also sehr schnell gehen Gerüchte um und das haben wir eigentlich wollen versuchen zu verhindern. Ist nicht ganz gelungen, haben wir auch ein paar Orte ein bisschen mitbekommen. Aber eben, ja. Schlussendlich eben, wie gesagt, auf deine Frage gekommen, wir arbeiten im freundschaftlichen Rahmen viel zusammen, also Leute, wenn wir nachher auf Turnier sprechen, können wir, wie die Turniereigenschaft ist eigentlich so der normale Ablauf, wie jemand zu uns kommt arbeiten. Läuft dort, wie es bei Marvin abgelaufen ist. Ja, der Sidi, der hat über ein Jahr lang hat er Werbung gemacht für uns und das immer unterstützt, ist immer sehr loyal gewesen und dann haben gesagt, hey, er muss doch auch eine Gegenleistung dafür bekommen. Dass man offiziell aufnimmt, dass er auch etwas davon hat, oder nicht, dass jemand einfach gratis alles für uns muss machen oder was auch immer. Das heisst, wir sind in dem Fall ein bisschen im Marketing aufgenommen. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe mit dem Bruder darüber geredet und dann haben wir einstimmig gesagt, Ja. wie du gesagt hast, Winti ist scheiße. Nein. Hör auf, du stellst mich da vor allen Leuten, die unseren Podcast hören, bloß. Das lange, wenn ich es mache, müsste vor allem. Hey, ich möchte erst zurückkommen zum Jörg. Sorry, kurz, wenn ich dich da unterbreche, Oli. Ich habe den Jörg mit falschen Lorbeeren geschmückt, mit dem Pintius. Ja. Ja, er hat sich bei mir bedankt im Friedrichshafen. Ja, sorry Jörg, ich ziehe es zurück, dass du den gemacht hast, dass der auf deinem Mist gewachsen ist. Aber ich glaube, du hast doch auch deine Rolle beigetragen. Ja. Ja, absolut. Von dem her. Ja, das erste Produkt mit ihm ist raus, das ist Blue Lightning. Die haben wir, glaube ich, auch mal angesprochen gehabt. Danke. Ja, natürlich. Aber wir haben immer noch keine Zeit testen bekommen. Oder hast du eigentlich bekommen? Ja, ihr habt nie Ja, gefragt. das ist Alles, was schon ihr bis jetzt gefragt habt, habt ihr bekommen, oder? Ich habe sogar nicht bekommen, ohne Fragen. Das stimmt. Das Stimmt, gell, einfach so. Beim Oli habe ich es vergessen gehabt mit dem Pintius. Also nicht vergessen, aber in Messe, du kennst es, es geht damals einfach unter. Es ist ja so, Mess- das drunter und drüber an der Messe ist wie Messe. Playoff oder Cup. Das Hey, ist, es das ist ist ganz unglaublich, anders, ja. Nein, aber eben, es kommt auch da ganz viele coole Sachen. Man hat ein paar Sachen in den Startlöchern. Ne? Ja, aber jetzt sind wir schon voll drin, aber wenn wir ganz vorne anfangen. Für die Leute, die nicht wissen, wer du bist, wer bist du? Stell dich doch kurz vor. Danke. Ich bin der Robin und habe zusammen mit meinem Bruder dem Sven Toppis gegründet, vor jetzt 5 Jahren. Schon ein Zeitchen her. Toppis aus dem Grund, also der Name gewählt aus dem Grund, unsere Eltern haben uns Toppis genannt gehabt. Wir heißen zum Nachnamen Van den Top.
Und unsere Eltern haben also Familienchat, zum Beispiel auf WhatsApp heisst immer noch Toppis. Das ist immer so ein bisschen verwirrend, wenn ich da irgendwie versuche, irgendwo zu schreiben, so, oh, welcher ist jetzt schon wieder, dass ich den richtig habe. Muss dann immer nach Bild gehen. Dass ich nicht im falschen Chat irgendetwas schreibe. Aber darum heisst man Toppis. Und ja, wir haben uns spezialisiert auf, oder unsere Philosophie ist, dass wir playfreies Terminal tacken, also egal was du von uns kannst, es ist playfrei. Dass wir Softbaits haben ohne PVC, ohne Weichmacher. Und das ist so ein bisschen unser Steckenpferd. Und ja, da kommt ein Produkt nach dem anderen, versuchen wir dazu zu nehmen. Was ist denn, eine Route mit Play? Nein, ist Das gut, ist nein, gut. ist gut, nein, Das ist ist ein gut, nein, ist gut. das ist ein erweitertes Sortiment. Nein, ist recht. Aber so Routen zum Beispiel, das sind Routen, die wir wirklich in der Fabrik vor Ort mitentwickelt haben. Also es ist nicht irgendwie gelabelt oder so, sondern nach unseren Vorstellungen haben wir das in der Fabrik gemacht. Ist mehr so ein Bubentraum auch. Es ist wahnsinnig interessant, mal so eine Fabrik gesehen. Wahnsinnig interessant auch zum sehen, was alles läuft in so einer Fabrik, wie viel das einfach nur gelabelt wird. Und ja, für den Preis, den wir die Routen bis jetzt rausgebracht haben, sind es eigentlich zu günstig für das, was Entwicklungsaufwand dahinter steht. Kennst du wahrscheinlich auch mit der Maximus-Route, was das alles heisst, zum Routen rauszubringen. Aber es ist auch ein Bubentraum. Also wir leben unseren Bubentraum, mein Bruder und ich, mit dem ganzen Team. Ja. Nice, sehr cool, sehr cool. Ich möchte da gerade noch schnell anhängen. Und zwar, hast du am Anfang noch, eben, du hast erzählt, eine Firma ist gegründet worden zwischen dir und deinem Bruder, Genau, ja. und Sven. Wo trifft man ihn an? Er ist der ominöse zweite Bruder, sagen wir immer. Also nie nicht irgendwie aktiv, aber er fischt. Oder hat er mit Er fischt Fischen auch, ja. mit dem Doch, Hut, doch, er oder? fischt auch, ja. Wir haben in Holland angefangen zu fischen, immer bei der Großmutter. Also wir sind immer zu Holland in der Ferien gewesen, 1 bis 2 Monate im Jahr. Bei der Großmutter, dort hat es einen Weiher gehabt. Klassisch, Schwalenfischen. Jetzt wissen ja auch alle Deutschen, was Schwalen sind, ne? Jawohl. Und ja, eben, mich sieht man relativ oft, ihn nicht. Auf dem einen oder anderen Foto auf dem Instagram-Profil sieht man, auf der Homepage sieht man weiss dann, wer es ist. Aber er war von Anfang an die Abmachung gewesen. Er hat nicht unbedingt viel im Vordergrund stehen. Er ist wirklich das technische Genie im Hintergrund. Er macht die ganzen CAD-Zeichnungen, die ganzen Prototypenformen, tut er alles zeichnen, wirklich von Grund auf. Also es ist wirklich, ohne ihn, ich könnte es allein nicht, umgekehrt auch nicht. Beide haben unsere Arbeit aufgeteilt. Und ich bin gut froh, mache ich es mit ihm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Respekt vor jedem, was mit irgendeinem Kollegen macht oder so. Es ist einfach viel Struggle. Man wird nicht reich dabei. Also wir arbeiten beide noch. Ich arbeite 100% noch. Und es ist ein 100% nebenbei, top ist. Es ist aber eine bewusste Entscheidung, entweder investieren oder Lohn auszahlen. Und ich habe gesagt, nein, wir wollen investieren. Das sind halt einfach 80-Stunden-Woche und das jetzt seit 5 Jahren. Aber mit ihm als Familie ist es doch wieder ein bisschen anders. Es läuft so grandios und es macht einfach wirklich immer noch Spaß. Und ich glaube, das ist ein grosser Grund, dass wir es wirklich familiär gehalten haben, dass es so Spaß macht. Und dank den Leuten aussen natürlich funktioniert es, ja. Ja, aber das finde ich schon noch krass. Mit den Brüdern zusammen so etwas aufziehen, könnte auch in die andere Richtung laufen. Wie schön funktioniert es bei euch? Aber es könnte genau gleich laufen wie Ja, die Kollegen, oder? ja, wir haben aber von Anfang an gesagt, wir haben immer sehr ein enges Band gehabt. Die ganze Familie, also mit der Mutter, mit dem Vater, sehr ein enges Band gehabt. Immer noch. Mega schön, da haben wir wirklich einfach einen Sechser im Lotto. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Das genießen wir sehr, dass wir so ein gutes Familienband haben. Wir haben gesagt, sobald das bedroht ist, sobald Geld irgendein Problem wird werden zwischen uns oder auch wer macht wie viel und weiss nicht was alles, so ein Problem wird, dann stoppen wir es sofort. Das Risiko war uns bewusst gewesen und wir sind froh, das Gegenteil passiert. Wir sind enger als jemals zuvor. Ich weiss nicht, wie viele Nachrichten wir pro Tag haben, wo wir untereinander austauschen. Wenn du unseren Verlauf anschaust, Fotos, die wir hin und her geschickt haben auf WhatsApp, ist in den letzten 5 Jahren wahrscheinlich etwa 20 bis 25.000. Also es ist völlig crazy und mega happy, dass es so ist. Ja. Ja, das ist schön. Ist natürlich immer cool, wenn man so eine Bindung auch zu der Familie hat, selbstverständlich. Von dem her. Aber eben, man sagt ja nicht umsonst, Geld bringt die beste Familie auseinander, oder? Das ist schon so. Das ist jetzt der Vorteil, dass wir nicht reich geworden sind, vielleicht. Ja. Noch nicht. Ist ja nicht das Ziel. Wir wollen, für uns ist das Wichtigste, dass wir Freude haben. Logisch wäre es mal das Ziel, dass wir einen Teil davon leben können. Haben die Bestrebungen, man macht es seit 5 Jahren. Man kann nicht nochmal 10 Jahre, 15 Jahre, 80 Stunden in der Woche arbeiten, das geht nicht. Irgendwann muss es ändern. Aber wir sind da nicht so verkehrt unterwegs. Und was die Welt wird machen, das können wir nicht beeinflussen. Wir haben da schon sehr viele negative Einflüsse auf unser Business gehabt, halt auch. Wir haben in der Ukraine was aufgebaut gehabt, wo leider mit dem Anfang vom Krieg kaputt gegangen ist.
zum Glück alle Leute dort, die noch wohlauf sind, das Wichtigste, aber es hat also wieder zurückgeworfen gehabt und verschiedene so Sachen. Aber das kann man nicht beeinflussen. Es ist auch schön, dass wir nicht nur abhängig sind von dem Geld, das wir da einnehmen, sondern dass wir einen Job haben, noch, der Miete zahlt, der Krankenkasse zahlt. So viel langt das sogar für eine dritte Säule noch lange. Und Investitionen in Toppis, ja. Mega. Jetzt bist doch du ein mega guter Angler, sehr bekannt in der Szene. Die Leute interessiert sicher, was hast du für PBs? Und das nicht nur Barsch und Forellen, bitte. Bei den Forellen ist plus minus so 65. Also nie gar nicht. Ich nehme es meistens nicht lang aus dem Dings, aus dem Wasser, sondern wirklich schnell. Ich habe es meistens wirklich an den Arm an, an Fingerspitze, und dann schaue ich, wie mein Arm ist tätowiert, bis wo an langt er. Dann kann ich den Arm nass machen, vor allem schnell anlegen, so mit dem Arm im Wasser, und dann sehe ich ungefähr, kann ich es nachmessen nachher. Also um die 65. Egli weiss ich genau, weil der habe ich wirklich genau gemessen. Das ist 52,5. Hecht 119, Zander 89. Ja, also, jetzt mir gerade ins Wort gefallen. Jetzt habe Ja, ich schon gemeint, willst du ein bisschen rumschmusen. Schöne PBs. Ja, sind Zum das Glück, auch ja, ganz Schweizer PBs oder holländische PBs? Ey, Lass mich raten. Forellen wird von der Schweiz sein. vor allem ist aus der Aber der Schweiz. Rest. Warte, Hecht jetzt- ist auch aus der Schweiz. Ah, wirklich? Ist Ja. aus der Schweiz? Ah, Hecht okay. ist auch aus der okay, Schweiz, ja. okay. Nein, Zander ist nicht aus der Schweiz, und Egli, nein, auch nicht. Egli PB bin ich, glaube ich, bei 2,43 beieinander. Also ich bin auch mit dem mega glücklich. Es ist ein mega cooler Cool. Fisch. Ja, Und es ich kommt wollte auch nicht gerade immer, sagen. also weißt, ich bin ja nicht so ein wahnsinniger Fan, nur von PBs reden. Das stört mich eigentlich schon immer ein bisschen, der Schwanzvergleich. Ja, ich weiß nicht, ob man das muss zensieren, aber es ist ein Schwanzvergleich. Nein, wir haben das auch schon vorletztes Mal im Ja, Podcast gehabt, ja. Und wo schon sagen wir jemand uns die Fischschwanz, Frage also hat gestellt ja hat. nichts Obszönes, Sag's es ist ein mal, sag's mal, was für ein Vergleich ist es? Ein Fischschwanzvergleich. Für mich ist viel wichtiger, dass ich raus kann gehen fischen. Eben so wie letzte Woche, dass ich halt schon 2, 3 Stunden das Wasser können. Und es ist so schön runterfahren. Das ist für mich auch gesehen, wenn top ist, mir die Freude nimmt. Ich komme viel weniger zum Fischen als voran. Aber wenn ich die Freude am Fischen verliere, das ist auch ein Moment, wo ich aufhöre, weil das ist mir einfach zu wichtig. Das ist andere machen Yoga, machen sonst irgendwas. Für mich ist es wirklich das Wasser stehen, und es ist mir egal, ob ich etwas fange. Logisch schön, wenn du etwas fängst. Aber heutzutage schämen sich teilweise die Leute schon, wenn sie einen 30er-Egli fangen und sagen, ah nein, ich glaube, die andere hat den grösser. So, hey, ein 30er-Egli ist ein Wahnsinnsfisch. Mega Fisch. Also, geniessen es. Hauptsächlich aus ins Wasser, und unser Hobby dürfen, solange wir es dürfen, dass wir es dürfen, und müssen ausleben. Das ist so. Aber ich glaube, das ist, wenn dir das Fischen nicht mehr sagt, dann sagt er wahrscheinlich auch das Köder herstellen oder vertreiben auch nicht. Dann habe ich das Gefühl. Also, es ist so ein bisschen, Hast ich sage das auch. Gefühl? Ja, Also- ich sage auch, wenn mir das Fischen nicht mehr sagt, oder nicht mehr sagt, oder wenn es mich anschießt, zum go fischen gehen, dann sehe ich auch den Sinn nicht mehr, warum sollte ich dann noch irgendwie Köder vertreiben, weil, wie du sagst, davon leben wird wahrscheinlich schwierig, je nachdem, in welchem Ausmaß du es betreibst, oder? Okay, Mhm. wenn du irgendwo einen Zeithorizont hast von, keine Ahnung, vielleicht 15 Jahren oder so, dann kannst du dir etwas Schönes aufbauen, oder hast du nur schon mit 10 Jahren. Aber ansonsten wird es extrem schwierig, und ich habe das Gefühl, wenn es dir nichts mehr sagt, dann hast du auch keinen Bock mehr zu. Das ist aber wahrscheinlich auf Und dem dann Level, wo schon. wir arbeiten, ist das wahrscheinlich noch ein bisschen so. Irgendwann, wenn du siehst, wie die grossen Brands oder wie die grossen Konsortien arbeiten, dort geht es nur ums Geschäft. Es ist sehr viel, also, wenn du ein bisschen umschaust, sehr viel, wo gar nicht mehr fischen, vertreten, wo gar nicht mehr fischen, wo ich teilweise auch frage, wie geht das? Du musst ja ein bisschen das wissen über Produkt und weiss was, aber ich habe viele kennengelernt, die das Fischen aufgeben, wo wirklich das als, ja, Einnahmequelle sehen. Ich arbeite auch bei der SBB, mich interessieren aber die Heimatzeug auch nicht so wahnsinnig. Ich bin aber trotzdem glücklich mit dem Job. Ja, das schon, aber das musst du von mir aus differenzieren, weil das eine ist der Job, um das Geld zu verdienen, und das andere ist das Hobby, das du machst, zum Entspannen. Ja, das ist schon so. Aber findest du vielleicht ein anderes Hobby, und dann ist halt noch wirklich nur noch der Job, um das Geld zu verdienen. Also ich hoffe auch. Also in dem Moment, wo mir das passiert, höre ich auf. Weil für mich ist Fischen mein Ein und alles. Ich liebe das Fischen wirklich vom ganzen Herzen. Das ist meine grosse Leidenschaft. Ich habe nämlich Angst, wenn ich so eine Leidenschaft oder die Leidenschaft verliere, dass ich gar nicht mehr weiß, was mit mir anfangen. Das klingt ganz blöd, aber es läuft wirklich auf das raus, ja. Wie wenn du pensioniert wärst. Ja, hey, kommen wir doch nochmal zurück zu der Geschichte von Toppis. Du hast gesagt, ihr habt mit den Brüdern zusammen, haben da die Firma gegründet. Den Namen haben wir abgeleitet von eurem Familiennamen. Wie ist es weitergegangen? Also eigentlich war auch im Voraus so, mein Bruder ist auf mich zugekommen und gesagt, hey, gründen wir eine Bude aus dem Grund raus. In WhatsApp hat mein Vater damals geschrieben, hey, schau mal, die EU hat einen Green Deal, wo Play wollen verbieten.
Dings. Und das ist wirklich ein bisschen der Startschuss gewesen, wo wir gesagt haben, hey, machen wir Bude. Völlig aus dem Dummen. Wir haben auf den Balkon bei ihm haben wir gegossen und weiss nicht was, haben wir ihn relativ hart verletzt gehabt, und uns über die Hand gegossen mit einer, ich kann nicht sagen, was für Au. eine Legierung. Ja, richtig, mühsam und stark gewesen. Aber das ist ein bisschen ein Startschuss gewesen. Wir haben gesagt, hey, wir tun unsere Philosophie auf das legen. Es ist eher ein bisschen unsere Philosophie gewesen, hey, Nachhaltigkeit einbringen in das Ganze. Es ist möglich. Nicht für jedes Budget, muss man auch ganz klar sagen. Also, darum sind wir auch nicht da und sagen, ich mache den Hassrede gegen Play oder was auch immer. Jeder, der es kann machen, soll es auch machen. Aber es ist jedem seine persönliche Entscheidung und absolutes Verständnis für die das finanziell noch nicht drin liegt. Ich hoffe, da gibt es auch bald mal eine Änderung drin, dass da preislich auch bessere Alternativen kommen. Sind wir natürlich auch dran am Arbeiten. Ja, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja, auf jeden Fall, auf dem muss Köder hast du jetzt gegossen? ja, genau, wir haben Köder gegossen. Wir sind unsere Gewichte haben wir gegossen. Und die Gewichte sind wir in den Shops vorstellen und hat niemand Bedarf gehabt an diesen Gewicht. Wir sind eine Marke gewesen, die niemand kennt hat, mit einem Produkt, das niemand kennt hat. Und dann haben wir müssen schauen, hey, mit was für einem Produkt können wir überhaupt auf den Markt gehen? Weil, kennen Sie, im Shop kommen ist nicht so wahnsinnig einfach. Es gibt schnell Leute, die sagen, hey, ja, du musst das in den Shop bringen und das funktioniert. Schlussendlich entscheidet der Shop, aus wirtschaftlichen Gründen, was kommt hier, er muss können verkaufen, er muss sehen, dass man es kann verkaufen. Und so einfach ist es teilweise. Und dann haben wir gesagt, hey, was machen wir? Dann haben wir erst mal ein Standard-Set an Bullet Weights. Die haben wir neu erfunden, sind wir ehrlich. Wir haben da Verpackungen geschafft, gesagt, hey, alles preislich gleich. Wir arbeiten mit der Quantität und guter Qualität. Also, die Quantität erhöht sich, aber der Preis bleibt gleich. Dass wir für einfach einen grossen Range haben, wo du kannst Packungen auswählen und du weißt immer preislich, wo du bist. Macht es für den Laden einfacher, macht es schon einfacher. Das war ein bisschen unser Konzept gewesen. Also Chickhead war das erste gewesen mit dem speziellen Weightholder, wo dann der Gummi nicht mehr zerstört. Und du kannst den Gummi abziehen, hebt aber trotzdem sehr, sehr gut fest. Eigentlich fast jede Gummimischung. Und trotzdem geht er nicht kaputt, wenn du mal den Gummi wechselst. Das war ein bisschen das erste gewesen, was wir dann rausgebracht haben. Und dann irgendwann, wo es angefangen zu laufen, haben wir dann unsere eigenen Produkte, wirklich komplett neu erfundene Produkte können rausbringen. Einerseits Softbaits gewesen, andererseits zum Beispiel der Dartchick. 2,5 Jahre fast daran entwickelt, um die Schnur zu heben. Weil wir ganz einfach damals noch kein Geld hatten für das Patent. Also mit dem Schutz hat es nachher schon geklappt, aber damals nicht. Dann haben wir einfach auf der Schnur hocken, testen. Es sind 3-4 Leute eingeweiht gewesen, mehr nicht. Und haben doch den ersten Tungsten-Dartchick können rausbringen, was es weltweit gibt. Da sind wir mega stolz gewesen als kleine Bude. Und das ist auch ein bisschen weiter das Ziel, dass wir so Sachen dürfen machen, wo uns persönlich passt, wo qualitativ verheben und wo wir auch die Chance haben, zum können verkaufen im Shop. Weil schlussendlich ist es auch ein wirtschaftlicher Aspekt. Wir können nicht einfach produzieren, was wir wollen, wo wir Bock drauf haben, nur das. Das bringst du nicht in die Läden rein. Leider. Oder zumindest einfach nicht in jedem, aber. Also, Ja, korrekt. Ja, das so Ja. oder so. Eben, Ja. schlussendlich muss der Laden entscheiden, was er, wie gesagt, aus wirtschaftlichen Gründen entscheidet. Was kann ich verkaufen? Hinter was kann ich stehen? Ich finde das auch immer sehr wichtig, dass ein Laden wirklich hinter dem steht, was er verkauft. Und ja. Haben den Dartchick jetzt mittlerweile patentieren lassen? Find's raus? Nein, aber es ist ein Designschutz ist drauf. Das ist das Wichtigste, weil wir haben wirklich lang gehabt, bis Tungsten, du hast eine kleinere Angriffsfläche als bei Blei, also schneidet anders aus Wasser als bei Blei. Wir haben extrem lang viel am Wasserzeit verbracht, neue Molds gemacht, neu gegossen, beziehungsweise neu gesintert, sehr viel Geld drin investiert, bis er wirklich gut gelaufen ist, dann haben wir einen Schutz müssen drauf tun. Aber Patent ist immer so, gell, wenn du als, sagen wir mal, kleinere, jetzt ein paar, jetzt nicht wie viel Umsatz. Scheiter nicht. Nein, aber bei einem gewissen Umsatz etwas patentieren lässt, Patentschutz, dann kommt der Grossbude. Hey, wir haben unterdessen Milliardenunternehmen in der Fischereibranche. Jetzt sind gerade Zahlen von Rapalla sind rausgekommen. Die haben über 200 Millionen Umsatz. Die haben schnell einen kleinen Verlust gemacht von 20, 30 Millionen, glaube ich, das letzte Jahr. Haben über 2000 Angestellte. Das sind ganz andere Ligas. Sie haben andere Anwälte. Patentschutz ist so gut, bis jemand kommt, irgendwie das Patent verletzt und dann musst du mit der Anwalt kommen und musst dagegen angehen. Mach das mal. Wir sind bankrott, bevor wir da überhaupt anfangen zu kriegen. Wahrscheinlich nur schon, wenn der Anwalt anruft. Ja, darum das Credo, auch von jedem da draussen, der anfängt, vielleicht ein bisschen Dings, sind einfach ruhig, wenn man etwas entwickelt. Behaltet es für uns, es ist für euch, es ist mega schwierig. Also, ihr dürft es uns erzählen, wenn ihr wollt, aber nein, behaltet es für euch. Und dann können wir da einfach erst lösen. Und ich glaube, das ist ein kleines Ding, dass die Leute sehen, hey, du bist der Erste, der es rausgebracht hat. Klauen wird es nachher immer irgendjemand. Das ist halt einfach leider so, aber auch nicht zu verhindern. Aber
Haltet es für euch, habt Freude in der Entwicklung. Es ist etwas mega Cooles, etwas selber entwickeln. Also behaltet in dem Fall auch den Patentschutz. Hey, und dann sind wir vom Dartschiff weitergegangen, haben Gummifisch mit Köder entwickelt, Route entwickelt. Genau, ja. Wie ist das vonstatten gegangen? Vor Ort in der Fabrik gewesen. Mega spannend. Gerade bei der Route, da kommst du das erste Mal kommst du in einen Raum rein. Und das sind Turnhallen, das kannst du dir nicht vorstellen, wie gross, mit tausenden Routen. Von allen Marken, die du kennst. Und dann heisst es einfach, ja, wähl aus. Und dann tun wir dir das neue Label. Du kannst einen anderen Griff auswählen, weiss nicht was alles. Und dann sind wir da dort gestanden. So, wir haben schon unsere CAD-Zeichnungen, die Dinge gehabt, wir haben gewusst, wie die Aktion muss aussehen, ganz genau gewusst, wie für unsere Vorstellungen. Und dann sind wir ein bisschen Idee gestanden und so, ja, du, wir haben eigentlich eigene Vorstellungen. Doch, können wir auch machen, ja, aber das macht halt einfach niemand. Oder fast niemand. Das ist schon krass. Also, das ist wirklich krass, also mega spannend. Also, jeder, der so etwas machen, unbedingt machen. Und das ist für uns auch immer ein bisschen das Ding, wir können oder wollen die Fabriken immer vorher besuchen, nicht nur die Routenfabriken, auch alle anderen unangemeldet. Das ist für uns das absolut das Wichtigste, weil es gibt doch viel, wo als Bulletway kannst auf Temu kannst das kaufen. Du hast keine Ahnung, aus was für einer Fabrik das kommt und es gibt wirklich ein richtig erbärmliches Ziel. Also, wo wirklich denkst, so, also, du wirst niemandem wünschen, so zu arbeiten. Und das ist für uns einfach eine Vorgabe, dass wir sagen, hey, wir können unangemeldet in die Fabriken gehen. Und das versuchen wir einmal im Jahr zu machen, dass wir einfach unangemeldet auftauchen und Kontrolle. Also Kontrolle für uns. Das ist wirklich unser eigenes. Haben wir ehrlich gesagt, das ist das erste Mal, dass wir da jetzt drüber reden. So haben wir für uns als Philosophie gehabt. Und das werden wir auch weiter beibehalten. Nice. Cool. Dürfen wir wissen, wo die produziert werden? Also nicht in welcher Fabrik, aber Wir sind da offen und in ehrlich. welchem Land? Wir schreiben es offen und ehrlich an. Ein Teil aus Europa, aber ein Großteil ist China. Die Matten, zum Beispiel von der Routen, haben wir unterschiedliche. Usuri ist ein Toray Carbon, wo wirklich aus Japan kommt. Gibt es auch schon wieder verschiedene Fabriken. Das ist schlussendlich einfach eine Marke oder eine Fabrik, oder? Da wird auch sehr viel gelogen in diesem Bereich. Die anderen Routen sind das alles aus Korea-Blanks, wo dann aber assembled worden ist. Und das ist eigentlich dort, wo der Mehrwert entsteht. In China gibt praktisch nichts mehr anderes. Es wird aber das sehr, sehr, sehr viel gelogen leider. Aber wir haben gesagt, wir sind offen und ehrlich. Ich bin nicht immer Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir versuchen eben, das mit der Ukraine, wir versuchen zu holen. Wir sind in anderen Ländern da, um Sachen anschauen. Leider hast du viel Maschinenpark da in Europa gar nicht mehr, wo du da kannst produzieren. Oder dann kommst du gar nicht das Rohmaterial an, wo du dann auch musst. Eben, wir haben in Serbien etwas gehabt, wo dann auch das Rohmaterial kommt entweder aus China oder Russland. Es wird da sehr viel marketingtechnisch gelogen, was ich ein bisschen schade finde. Wir haben gesagt, hey, wir tun es offen und ehrlich anschreiben. Es ist auch alles angeschrieben von uns, von wo es kommt. Man kann bei uns irgendwann anfragen, von wo es kommt. Aber wir stehen dahinter, dass wir sagen, hey, wir kennen die Fabrik, wir kennen die Leute, wir haben es nicht einfach irgendwo gelabelt lassen und haben es von irgendwo möglichst günstig produzieren lassen. Das ist ja geil, aber so Business-Reise in China gehen. Würde mich schon reizen. Ich bin jetzt voll dabei gewesen, wo er überall ist, in anderen Ländern gerade so einen Film gehabt. Geil. Geil. Ja, nice. Hast du noch Fragen zu dem Thema? Nein. Für die jetzt Topis noch nie gehört haben, dass man fast nicht vorstellen kann und sagen, hey, wow, was der Robin jetzt erzählt, macht mega Sinn und ich interessiere mich dafür. Wo bekomme ich die Produkte? Auf unserer Webseite steht eine Übersicht mit allen Shops. Wir verkaufen es selber nicht. Das ist auch noch so ein Ding von uns. Dass wir sagen, wir verkaufen nur B2B, mit Ausnahme von Merchandise. Das ist Werbung halt, also Shirts, Käppli, Pullis und so. Lassen wir zum Beispiel auch die Shirts und Pullis lassen wir alles bei einer Schweizer Firma bedrucken. Schon auch da Rakas. Mega geil, wenn ihr auch mal etwas bedrucken wollt. Mega geile Qualität und über Schweizer Familien. Wir können da etwas unterstützt werden. Das verkaufen wir selber, aber sonst unsere Produkte nur über Shops. Und da hat es verschiedenste Shops, die sehen auf unserer Website, ist über die ganze Schweiz verteilt. In Deutschland haben wir Shops, in Holland haben wir Shops und bald wird auch gelauncht in Frankreich. Geil. Sehr schön. Das heisst, wenn wir nach Frankreich dann Bass fischen, können wir dort Toppis Route holen. Ja, es ist ein bisschen speziell, wie denn das ablaufen wird. Das wird dann auch bald kommuniziert. Der eine oder andere hat es aber vielleicht in Insta-Stories schon gesehen, dass ein gewisser anderer Brand Frankreich für uns vertritt, also der französische Markt für uns vertritt. Ja. Wer? Das wird bald kommuniziert. Und wer aber aufpasst hat in den Stories, der Thomas. weiß es. Der weiß es. Also gut. Ich kann auch nicht aufpassen. Wir können mal
zum nächsten Punkt. Und zwar interessiert mich das sehr vor allem. Also ich nehme an, auch euch da draussen und auch der Oli. Angelturnier. Ja. Erzähl. Hey, wir haben doch die eine oder andere Frage bekommen, Mhm. bezüglich dem Angelturnier. Und ich glaube, auf die gehen wir später noch ein, Ja. wenn wir nachher mit der Frage von der Community auf dich zukommen. Aber wie ist das zustande gekommen? Wie hat das angefangen? Was ist... Erzähl. Erstens, ich freue mich mega auf die Turnier. Menschen, die Hey, erst ich mich hinter uns. auch, ich mich auch im Fall. Vor allem, dass ich selber am eigenen Turnier mitfische. Der Marvin, findet ihr unter anderem auch auf unserer Website, wenn Wunder nimmt, der eine oder andere, wie der aussieht. Das ist ein Holländer, wo unsere Route, ziemlich die erste Route, die man in Holland im Laden verkauft hat, gekauft hat und uns direkt angeschrieben hat, hey, er findet Philosophie so cool, weiss ich nicht was alles. Das war vor knapp 2,5 Jahren gewesen, wo wir in Holland gelauncht haben. Sind immer in Kontakt geblieben und dann ist er mal auf uns zugekommen und gesagt, hey, wäre es nicht etwas für den holländischen Markt, ein Turnier zu organisieren? Und so dummste, wir haben keinen Meter weit überlegt, dass wir das eigentlich machen können, weil in der Schweiz haben wir keine Turnierkultur. Es geht auch nicht mit der Gesetzeslage, die wir haben. Also nicht im Rahmen, wo wir es machen wollen, sagen wir es mal so. Soll ich gerade sagen, Ja. ja. Wir propagieren das nachhaltige Fischen und da wollte ich nicht, dass die Leute 20 Zehner Egli fangen und alle totschneiden, nur dass sie auf dem Measurement landet und nachher weggeht werden. Das ist, entspricht nicht unserer Philosophie, ist völlig gegen unsere Philosophie. Eben, no hate, soll jeder selber wissen, aber nicht an einem Turnier, wo wir so machen, dass sie einfach müssen sterben, nur zum ein Turnier gewinnen. Das ist ja, nicht tiergerecht aus meiner Sicht. Und der Marvin hat mir auch gesagt, also, hey, wäre das etwas? Und ich gesagt, hey, du, es ist so schwierig mit der Behörde, weißt, es ist nicht einfach nur ein Turnier organisieren und jetzt machen wir mal und cool, wir fischen jetzt alle mal zusammen, es ist mit Behörden zusammensitzen, es ist Freigabe für Gewässer bekommen, die Verein gehören, es ist mit Läden schauen, wie, wo, was. Wir haben sehr viele Probleme gehabt. Also ich vielleicht noch eins, zwei nachher noch erzählen darüber, wo er wieder zurückgeht aufs Amsterdamer Verbot. Wieso das schon cool? Mit dem haben wir auch Probleme gehabt. Und dann habe ich gesagt, komm, Mathe kommt wieder. Sorry. Das Studio geht eben noch halb zusammen. Hey, aber ist cool gemacht übrigens. Der bringt ihn an. Danke, immerhin etwas Positives. Wegen dem Turnier, wie das zustande gekommen ist, was da so ein bisschen Genau. der Grund ist. Der Marvin hat dann gesagt, er würde gerne so ein Turnier organisieren für uns. Und haben gesagt, komm, wieso nicht? Wir müssen gewisse Risiken eingehen, wir sind nicht vor Ort. Ich bin selber einfach einmal im Jahr 2 Monate in Holland gewesen und habe eine Shoptour gemacht. Das ist doch auch nicht gratis. Also private Tasche zahlt. Das ist nochmal eine Unterkunft. Ich habe die Heimmiete, die Tätermiete, im Schnitt etwa 4.000, 5.000 Kilometer im Monat. Und einfach quer durch Holland hin und her kästlich. Ich finde das nicht wahnsinnig nachhaltig. Und er hat gesagt, komm, er versucht das einmal. Er hat gesagt, okay, Freigabe ist da, du darfst unter unserem Namen so etwas machen. Und das Konzept, das er dann aufgestellt hat, ist dann mit einem kompletten Konzept zu uns gekommen. Mega cool. Also wirklich big up, dass einer das einfach so macht, aus Freude und, ja, also das Vertrauen entgegenbringen. Als Konzept aufgestellt und gesagt, schau, aus Marketinggründen wäre es doch sinnvoll, das mit Shops zu machen. Erstens haben wir einen Startpunkt. Also wir können von irgendwo starten. Der Shop muss nichts machen. Wir kommen einfach dort an, sagen, hey, look, dort bei diesem Shop ist ein Startpunkt, und es ist der Endpunkt, und let's go fishing. Er hat das Reglement aufgesetzt, das komplette Briefing aufgesetzt, auf Englisch aufgesetzt, auf Holländisch aufgesetzt. Wir sind jetzt gerade auf Deutsch dran, das ist mein Partner, ich bin ein bisschen langsamer als der Marvin, und viel andere Arbeit. Und haben das erste Testturnier gemacht, im Hängersportzentrum Nijkerk. Und das ist grandios gewesen. Wir haben gesagt, wir tun jetzt mal festlegen auf 20 Leute, nicht mehr. Einfach mal ein kleines Turnier machen. Und wenn das gut läuft, dann können wir es ausbreiten. Dann ist nach dem Turnier direkt eine Anfrage von einem Verein gekommen, so, hey, wäre das nicht etwas? Dann haben sie ja, voll geil, kommt da schon als Testturnier für einen Verein machen. Das sind dann irgendwie 50 Mitglieder gewesen. Und das sind andere Vereine als bei uns. Bei uns hat ein Verein zwischen 50 und 150 Mitglieder im Schnitt. Jetzt im Verein 1000 bis 1500 Mitglieder. Aber das ist ja dann, je nachdem, wo du den Fisspass löst, bist ja du dementsprechend auch am Verein Verein. abgebildet. Korrekt, ja. Eben, es sind auch viele, die nicht vor Ort sind. Es sind auch viele Deutsche, Schweizer und weiss nicht, was in diesen Vereinen, oder? Aber trotzdem, jeder kommt dann ein Mail über. So, hey, schau da, Topis macht das Turnier. Und dann haben sie gesagt, hey, komm, wir bieten einfach so ein Komplett-Package an. Und nach dem Vereinsturnier grandios gesehen, gesagt, du darfst das entwickeln und wir stellen dich ein. Dass er auch etwas davon hat.
Er ist eingestellt worden bei uns als Mitarbeiter, der Turnier organisiert und jetzt neuerdings auch seit dem Dezember als Vertreter, dass er vor Ort Shops kann besuchen. Wir haben zwar da einen B2B-Shop, wo eigentlich relativ einfach kannst bestellen, aber viele Shops haben es halt doch noch gerne, dass man vor Ort geht. Und das können wir jetzt mit ihm bieten. Und er hat jetzt verschiedenste Turniere organisiert, unter anderem am 2. und am 8. Juni sind die ersten Turniere. Es kommen aber noch 4, 5 weitere das Jahr, die kann ich aber noch nicht genau sagen. Findet ihr übrigens jetzt alles auf der Eventseite. Also wir haben extra Eventseiten aufgeschaltet. Dort findet ihr alles, alle Informationen, auch wo man sonst an Hausmessen oder sonst Schweizer Sportfischermesse, holländische Messen und auch unter anderem mit Turnier. Da kann man sich anmelden, man kann ganz einfach online zahlen, mitmachen, kommt eine Bestätigung über, kommt die ganzen Reglemente zugestellt über. Man kommt sehr geile Goodies über, also jedes Turnier kostet ein bisschen anders, steht alles online, aber wenn du zum Beispiel bis für 25 € mitmachst, dann kommst du mindestens für 30 € kommst du dann Goodies wieder über, plus noch Preise, die du nachher kannst gewinnen. Wir tun euch die Eventseite verlinken im Podcast, die Podcast-Beschreibung, und wir werden sicher einen Insta-Post machen, wie wir da mit dem Robin den Podcast aufnehmen, beziehungsweise wie der Oli und ich so kuschelig beieinander sind, und dann geben wir euch den Link natürlich auch noch schön rein, so dass ihr euch auch könnt anmelden dementsprechend, weil der Robin und ich, wir sind ja bereits fischen zusammen. angemeldet, Ja, genau. geil, Mann. Das erste Turnier mit Robin, mein allererstes Turnier, ja, von dem her. Freue mich mega. Ich mich auch, freue vor allem mega. auf der Rapfen. Ich habe mir in Friedrichshafen im Fall noch ein paar Topwader-Baits gekauft, Ja, weil jeder ja. weiss, ja, meine Topwader-Tacklebox ist randvoll, oder? Ich fische ja nur Topwader. Jetzt haben wir dort noch ein paar gekauft, von Topwader Productions. Nice. Ja, mal schauen, wie die laufen. Hörst dieses und jenes, aber nichtsdestotrotz, ich bin sehr, sehr gespannt, und habe mich dort extra beraten und gesagt, hey, Rapfen, und er hat gesagt, die oder die, und er hat Jetzt gesagt, muss er richtig schnell nimm mich kannst mit, durchjetten. nimm mich mit, Ja, Mann, nimm geil. mich mit, geil. Du musst keine Angst haben, du kannst meine Baits haben, eine Box voll Baits, kannst alles haben. Mit Swimbaits auf Rapfen, auf Egli, auf Hechter, auf Zander. Scheißegal, scheißegal. Nein, Ja, cool. vielleicht noch schnell so ergänzen, was ich vorhin noch will sagen, noch, die Probleme, die wir auch hatten mit Amsterdam in Verbindung. Wir haben zum Beispiel das erste in Amersfoort machen und haben dann gesagt, hey, im Terrain vom Fischereivereinigung Vereinigung von Amersfoort haben wir es machen. Und dann haben die es okay gegeben, und dann ist sehr schnell auch dort die Tierrechtspartei gekommen und hat gesagt, euch haben wir auf dem Schirm, gell? Also ihr macht da ganz bestimmt kein Turnier. Und jetzt haben wir gesagt, es ist landelig, das heisst, du hast einen Startpunkt und einen Endpunkt, aber du darfst im ganzen Land fischen. Aber ja, es fährt dann niemand von Leeuwarden, wenn du auf die Karte schaust, es ist ganz oben in Holland, fährt niemand auf Amsterdam, aber du bist 3 Stunden fahren und wieder retour 3 Stunden, dann hast du noch 2 Stunden zum Fischen. Aber du kannst dann wirklich jedes Gewässer, wo du willst, darfst du befischen. Du musst Ja. einfach rechtzeitig retour sein. Robin, dann ist unser Plan einfach gestorben, dann müssen wir einen neuen sagen, okay. Nein, wir fahren nicht auf Amsterdam, aber Ja, dann machst du wieder Plan, hä? Wir müssen dann noch schauen, was wir jetzt machen, hä? Ja. Aber Hey. gut. ich freue mich mega. Mega cool. Auch falls der ein oder andere außerhalb mitmachen. Es ist ein Koppelwettstreit, man kann das zweite mitmachen. Falls ihr keinen Partner habt, trotzdem einfach schnell melden bei uns. Wir haben einen Chat in Holland, wo wir jetzt auch schon für jemand anderen gefunden haben. Und gesagt, hey, schau, wir haben da jemanden, der kommt fischen. Haben wir noch jemanden, der auch allein wäre? Und bis jetzt haben wir alle untergebracht. Also unbedingt. Das zweite kannst du geil fischen. Also alle die jetzt zuhören, beim Robin melden, er verkuppelt Singles. Genau, ich verkaufe Fishing Singles. Nein, ist Habe mega ich- cool, der oder andere zu sehen, ja. Habe ich jetzt irgendwie verpasst, oder hast du schon gesagt, wie viel das sich schon angemeldet haben? Das ist noch offen. Also, das Okay. sage ich dir nicht. Es sind über 20 schon. Und das hat der Mann noch keine Werbung gemacht dafür. Das fangen wir jetzt erst an, weil es ist erst im Juni. Jetzt ist zu Holland fängt gerade der geschlossene Teil da, wo du nicht darfst fischen auf Raubfisch, mit Kunstköder und so Sachen nicht. Also, Kunstköder, Köderfisch und weiss nicht was alles. Jetzt sind alle ein bisschen am Schwalenstippen in Holland für 2 Monate. Und das ist jetzt die Zeit, wo wir Werbung machen. Und dann ist wirklich eine Woche nachdem die Saison wieder aufgeht, ist das Turnier. Kannst du ja schon liken, wie viele Schweizer das sich schon angemeldet haben? Ja, 4 bis jetzt. Nein, wirklich viel. Mit dir. Mit mir, Mit mir. mit dir. Geil. Also das weiter Fischen. Wir Geil. haben zwei Einzelne, die mit Holländer fischen. Ja. Stark. Ja. Wenn ihr unseren Podcast hört, schreibt sie, ob ihr dabei sind oder nicht. Das würde mich recht wundern, wer das ist. Es wäre mega geil. Ja. Wir tun nicht liken, weil das ist halt so ein, ja, haben wir auch Alles keinen gut. Datenschutz, Ja, wir ja, sagen nein, nicht, nein, wer es nein, ist, easy. das Nein, sehen wir nein, vor nein, Ort. nein, nein. Aber Ja. es nimmt mich recht wunder. Und vor allem die sich jetzt noch nicht angemeldet haben, also hey, unbedingt anmelden. Wie viele Startplätze haben wir noch?
Wir haben mal gesagt, wir machen maximal 40. Der Laden hat dort aber schon gesagt, von ihm aus könnte ein grösseres Zelt anstellen und dann könnte man es sogar noch grösser machen. Also, Also, Ja. das heisst, es haben wir 20 Startplätze. ja, es wären dann 10 Startplätze, wie Koppelwettstelle, das Ja, zweite also ist, gut. Also noch 10 Startplätze, wenn wir die mit der Schweiz könnten füllen, wäre natürlich. wäre mega geil, Wäre ja, geil. wäre richtig geil. Und falls ihr Fragen habt, wie, wo, was, Briefing steht auf Englisch schon alles da oben. Also, für den einen oder anderen, der Englisch kann dort schon mal nachlesen, wie es funktioniert. Es ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Standardregeln, halt Uferfischen, es ist ein reines Streetfishing. Und zweit jetzt in Leeuwarden, 8 ist ein bisschen weiter unten, wäre vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, das ist in Limburg. Das ist jetzt von der Schweizer Grenze gerade mal 5,5 Stunden Fahrt. Leeuwarden ist doch 2 Stunden mehr. Auch für das wäre es vielleicht für den einen oder anderen interessant. Aber mit Fischen selber tue ich nur in Leeuwarden. Eigentlich habe ich nie mehr ein Turnier fischen, aber Nico hat gesagt, hey, wäre doch etwas. Komm. Ja, geil, geil. Ich bin so hyped auf das Turnier. Wie gesagt, ich werde auch da oben sein, je nachdem noch mit der Kamera etwas machen. Es wird richtig geil. Ich freue mich schon drauf. Schreibt doch alle mal in die Kommentare, ob der Oli Jessel mitfischen. Hey, der Nico hat mich im Fall ganz ehrlich schon gefragt, ob wir das würden machen. Ich habe wie gefunden, hey, bei mir ist das erste Mal Holland und ich will das erste Mal Holland können geniessen, nicht schon unter Stress stehen. Es ist kein Stress. Es Du ist, könntest ja mit deiner Frau nicht fischen. Die fischen ja auch. Und ich, Dann würden wir euch alle abziehen, das wäre nicht fair. ich hätte übrigens noch einen Kollegen, der allein wäre. Also, wir können ja nachher im Anschluss noch schnell reden, wie, wo, was. Es ist voll kein Stress. Es ist wirklich, es geht bei diesem Turnier auch nicht darum, dass so, jetzt ist man der Beste, weiss nicht was alles. mal. Okay, wenn nicht, ja, aber nicht, Eben bei uns gesehen. ist klar, wir gewinnen halt einfach. Schön Gegen die siehst du ganzen auch so. Einheimischen. Wir haben keine Chance gegen die ganzen Einheimischen. Wir werden so untergehen. Aber eben, es geht einfach um Freude an, coole Zeit unten haben und einfach andere Leute kennenlernen, vor Ort, Einheimische kennenlernen, wo man vielleicht auch in Zukunft irgendetwas machen kann, zusammen kann fischen. Ist mit den Holländern immer mega cool. Es hat immer Holländer darunter, wo sehr gerne das Wissen teilen. Und wenn man wieder unten ist, einfach mit denen joinen und kann fischen. Okay, cool. Also, meldet euch an, es hat noch Platz frei. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum dem Teil, wo sich die Leute sicher am meisten gespannt darauf gewartet haben. Und zwar Community-Fragen. Robin, freust du dich? Ich habe Scheiße. Ja, das ist gut, das ist gut. Hey, ich habe mir da auch noch 3 Fragen notiert. Ja, ich will an dieser Stelle sagen, ich glaube, aus zeittechnischen Gründen können wir nicht alle Fragen reinnehmen, sind uns nicht böse, es sind wirklich hure viele Fragen reingekommen. Wir werden einfach so ein Top 7. Die peinlichen oder so. Ja, richtig. Gut. Aber ich möchte schon da fragen, hey, Robin, heb dich bitte auch kurz, wenn möglich. Hey, fischst du nur noch Tungsten? Nur noch Bleifrei, ja. Ausschließlich. Also nicht nur Also, Tungsten, nein, aber zu nur 100%, zu Bleifrei. 100% Bleifrei. Ich finde, vielleicht ganz kurz da, eben, es ist nicht nur Bleifrei oder nicht Bleifrei. Du hast mit Tungsten so dermaßen viele Möglichkeiten mit dem Gespüren, Rückmeldung und so weiter. Das ist eine ganz andere Art von Fischen, die ich über die letzten Jahre mega angefangen zu lieben. Und nicht nur, wie wir es vertreiben, sondern einfach wirklich, du hast andere Möglichkeiten zum Fischen, du spürst viel mehr. Okay. Wie fischst du in Holland? Fischst du dort mit oder ohne Widerhaken? Ich fische eigentlich zu 90% ohne. Wenn es ganz, ganz schlecht ist, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich im Einzelhaken amigs einen Widerhaken dran. Gibt's im Moment, aber Drilling fische ich ohne. Ja, okay. Die Frage müssen wir vielleicht rausschneiden. Real Brothers, Mhm. bist du dort auch mal drin gewesen? Nein, bin nicht dabei Bist du nie gewesen. dabei gewesen? Nein, aber sie sind mega gute Freunde. Ah, Habe ich sehr, sehr okay, gern. okay, Eben, sie sind ein bisschen die Vorreiter von uns auch gewesen. Sie haben ja auch mal Tungsten im Ich Programm habe gehabt. gemeint, du bist mal Ja. dabei gewesen, oder ist dein Bruder dabei gewesen, oder Nein, hast du nein, irgendwie so eine nein, Verbindung nein. gehabt, oder Ja, irgendwie? mit dem Tobi zum Beispiel, der damals bei den Real Brothers war. Also er ist ein Gründungsmitglied von den Real Brothers. Bin ja jetzt noch im Vorstand von einem Fischerverein. Und Kevin habe ich auch ein super Verhältnis. Also sind coole Jungs. Okay. Gut. Aber fertig. Gut, dann Captain Greenfin will wissen, denkst du, kommt in der Schweiz mal ein Playverbot? Er fragt die richtige Marke. Übrigens mega geil. Check jetzt mal aus, Captain Greenfin. Eigentlich auch direkte Konkurrenz von uns. Ich finde es aber richtig coole Jungs und richtig coole Produkte. Check jetzt mal aus. Sie gehen nochmal einen ganzen Schritt weiter mit der nachhaltigen Fischerei. Mega cool. Also, Big Support an die Jungs. Ich glaube schon, ja. Im EU-Raum steht das Playverbot in den Startlöchern. Das sollte jetzt das Jahr, eigentlich schon die letzten 2-3 Jahre verhandelt werden. Das ist jetzt das Jahr wieder auf der Traktandenliste. Der Krieg hat die EU oder Brüssel ein bisschen durcheinander gewirbelt. Aber es sieht schon danach aus, dass die EU da kommt und ich nehme schwer an, dass das die Schweiz wird nachziehen. Dann der Gesi ist interessiert an der Frage,
wird es mal eine Collab geben mit Monkey Lures oder irgendeiner bekannten Marke? Ey, wir stehen offen für alles, gell? Wir sind nie angefragt worden, wir haben jetzt auch nie angefragt bei so einer Marke. Aber wieso nicht? Soll ich die nächste Frage stellen? Also der Nico ist noch nicht so weit. Komm, ist jetzt mal eine peinliche Frage. Jetzt hast du ein paar anständige Oh, Fragen oh, oh. gehabt. Ich suche mir jetzt da gerade mal schnell eine raus. Du hast nämlich schon noch ein paar. Kann man auch alles rausschneiden, gell? Nein. Der Som catcht irgendetwas. Will ich wissen, beschreib doch mal den Geruch von deiner trockenen Anzughose. Oh, Stefano. Ah. Hinter denen Synonym kennen wir die meisten Leute. Ja, sagen wir so, jeder, der mal einen Trockenanzug angehabt, weiss, dass ein Trockenanzug sehr fest und gut dichtet. Und jeder, der schon mal zu Holland war, hat sicher auch schon mal Frikadelle Spezial gegessen. Ja, ratet es euch. Ja, so geil. Ich habe auch noch einen, ich find die auch nicht schlecht. Beschreib das Gefühl, sich seinen ersten Döner können kaufen, den man mit der eigenen Firma erwirtschaftet hat. Oh, das ist aber auch einer, der Ja. Insider ist. Das muss einer von meinen Nähen sein. Ich weiß, RSTFS. Ah, ja, das ist aber Robin. Der Ja. Robin, ja. Das Lustige ist, am Robin, aber der ist nicht von unserer Seite direkt, aber ihm habe ich es gerade schon erzählt. Aber der Robin, sein Bruder heißt Sven. Und mein Bruder heißt auch Sven. Und ich heiße auch Robin. Das ist so mega gut. lustig. Ja, wir haben das tatsächlich, wir zahlen das ja, ich habe vorhin gesagt, wir leben nicht davon. Wir versuchen das nicht auszuzahlen. Und wir tun das ab und zu einen Döner auszahlen. Zahlen lieber Leute, die besser sind als wir, bei vielen Sachen, ja. Gut, immerhin ein Döner, oder? Ey, es sind einfach gute Döner, gell? Ein holländischer oder ein Schweizer Döner? Nein, Schweizer. Richtig. Sicher von Vinti oder so. Ja, von einem guten Döstal. Ah, excuse. Der Roni will von dir, oder der Roni Kamenisch will wissen, wenn es endlich eine Collab zusammen gibt. Oh, das ist aber nicht. Stückchen. Big up. Ja, lass uns telefonieren. Eben, wie gesagt, wir sind immer offen. Es muss immer ein bisschen passen. Es ist natürlich, das eine ist das Freundschaftliche mit dem Roni ist super. Mega cooler Dude. Mag ihn sehr fest, schätze ihn sehr fest. Aber man kann immer drüber reden, ja, über alles. Ich habe noch eine Frage, und zwar für mich auch sehr eine wichtige Frage. Ich bin ja nicht so der Forellenfischer, ich bin auch nicht so der Eglifischer, sondern ich bin mehr der Hechtfischer. Und der Swiss Pike hat geschrieben, oder hat gefragt, du kannst es wahrscheinlich erahnen, wann kommen die Big Baits? Das ist eine gute Frage. Come on! Robin! Hey, schau, wir sind für alles offen. Wir nehmen alle Inputs von draussen auf. Wirklich alle. Wir haben also Farben teilweise rausgebracht aus der Community raus, wo einfach gesagt, hey, wäre doch etwas, da können wir als Unternehmen mit unserer Größe können wir darauf reagieren. Wir sind da nicht abgeneigt. Sind wir schon dran? Ich sage, wir sind da nicht abgeneigt. Okay. Nein, Ich hoffe, Schau, Swiss Pike, es ist extrem schwierig. die Antwort lang nicht Schau, einmal. Ich kann sagen, also, wir haben sicher etwa 50 Produkte, die wir fertig haben. Es ist immer ein bisschen, wo brauchen wir was, dass wir auch in die Läden reinkommen. Das klingt ganz dumm, aber wir können nicht einfach, ein neues Produkt kostet einfach mal schnell in einer kleinen Serie 10.000 bis 20.000 Stutz. Und das ist viel Geld für uns. 10.000 bis 20.000 Stutz musst du das erst mal verkaufen, beziehungsweise einiges mehr. Das ist ja nicht die reine Einnahme. Ja, musst du dann amortisieren auch, oder? Genau, Also, ja. das ist ja. Und darum sind wir immer ein bisschen am schauen, was können wir jetzt gerade, dass es sich wirklich lohnt und das aufgeht. Aber ey, ganz ehrlich, ich finde es selber mega cool, ja. Momentan ist das Sortiment halt schon sehr egli vor allem und auch ein bisschen zanderlastig. Das ist so. Hey, dann machen wir die letzte Frage. Sorry für die wir alle nicht haben können nehmen, aber es geht einfach zeittechnisch, sind so viele Fragen reingekommen. Die letzte Frage kommt von Fishing_Freak_CH. Mit wem würdest du am liebsten go fischen? Ich Mit nehme meinem an, er Bruder. meint mit dem Bruder. Ja, fix. Mit meinem Bruder. Okay, danke. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit dieser Fragerunde schon mal am Ende. Danke vielmals. Und ja, es wären noch mehr Fragen. Ich hätte gerne noch mehr gestellt. Ja, das mit dem Aschi, ich hoffe, ich konnte dich nervös machen. Der Aschi haben wir leider keine peinliche Frage oder so gestellt. Ich bin sicher gewesen, wenn Nein. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik. Und zwar ist das, Entweder oder. und das mal richten wir es an Robin. Ich kann Eine dritte Frage fehlt mir. extra noch eine. Die sind eh von mir. Ja, ich weiss. Du bist null vorbereitet wieder auf den Podcast. Null. Robin, Jo, Bait abreißen oder go baden? Baden. Definitiv baden, egal wie kalt das ist.
Hey, Auch wenn das Zäpfchen nachher so klein ist. das ist 30 Grad, was du jetzt gerade gezeigt hast bei mir. Und er hat den Abstand zwischen den Fingern nur irgendwie 3 Zentimeter gemacht. He? Einfach, dass wir es wissen. Soft oder Hardbait? Softbait. Warum? Vielseitig einsetzbar. Du kannst alles mögliche an Rigs fischen, mega vielseitig einsetzbar. Ich bin einfach wirklich ein Fan von Softbaits. Ja. Ihr habt ja noch Softbaits. He? Jetzt schon, ja. No, no, no. Zander oder Hecht? Zetis. Das Tock ist... Hey, ich habe mir vorher überlegt, ob ich soll fragen, Egli oder Forelle. Ja, das wäre schwieriger gewesen. muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich? Wäre ich auf Egli gegangen. Vielseitiger, befischbar, amengs die grösseren Zicken als Forellen. Finde ich schön, bist du auch kein Ähm. Forellenliebhaber. Doch, ich liebe Forellen über alles, aber... Nein, dort wäre es Egli. Dort wäre es fix Egli, ja. Ja, nice. Hey, Robin, danke vielmals, hast du da diesen harten Fragen Rede und Antwort gestanden. Hey, wunderschön, dass ich da sein. Und danke vielmals für die Fragen da draussen. Falls ihr Fragen habt, draussen, könnt ihr auch jederzeit auf mich zukommen. Ich habe immer Freude, über das Ganze zu reden. Und auch wenn wir jemandem mal helfen kann, falls er irgendwie etwas selber starten oder was auch immer. Call me in. Hilfe immer gerne. Und vor allem, was ich so ein bisschen rausgehört habe, Toppis ist offen auch für Händler. Also, nein, nicht für Händler, sondern, also natürlich auch für Händler, aber auch für, Marken, die irgendwie ein Collab wollen oder etwas. Hey, wenn ihr irgendwie eine konkrete Idee habt für einen Hefthöder oder so, meldet euch bei Toppis. Ja, nein, von dem her, hey, danke vielmals, Robin, auch von meiner Seite. Merci euch Ist vielmals. ganz angenehm gewesen und, hey, dann würde ich sagen, haben wir wir es gesehen da? Nein, wir haben noch etwas angekündigt. Oh ja, Weil es ist immer so, wenn ein Gast zu uns im Podcast kommt, dass wir eine Verlosung machen. Und der Robin hat uns sicher etwas mitgenommen. Robin, wo du angekommen bist, hast du Kartonschachtel dabei gehabt? Ah, die ist immer noch. Ich hab gemeint, die ist hast du immer noch sie da. versteckt. Genau. Und ja, hey, ich bin gespannt. Was ist da drin? Was ist der Hintergrund? Ja, ich habe etwas Kleines mitgebracht für diese Saison. Das ist etwas, was wir letztes Jahr rausgebracht haben. Das ist Black and White Series. Bewusst für diese Saison, weil vor allem ist offen oder geht jetzt da viel Nord auf. Und schwarz und weiß, wer das noch nicht gefischt hat an den Gewässer, hat was verpasst. Es ist unglaublich, gerade wenn es hell ist mit weiß und wenn es dunkel mit schwarz fischen, die beiden Kontrastfarben. Das ist shit. Der Mitch hat mir gerade letzte, wir sind am Fischen gewesen und hat gesagt, hey, mit weiß will ich eigentlich nicht fischen, weil weiß fischen ist wie Cheaten. Du fangst einfach. Es ist wirklich krass beim Forellenfischen. Dazu passend Chickheads, 2,7 Gramm, 5,3 Gramm, Tungsten Chickheads und am Festclip zum Befestigen. Also so ein kleines Set zum Forellengewässer loslegen. Ja, nice. Ist es bewusst Forelle gewesen oder hat das irgendwie... Ja, kannst du mitmachen. Ne? Kannst du ist wirklich auf die Saison abgestimmt, irgendwie. Ja, ist cool, nice. Sehr nice, Schön auf sehr die Saison. nice. Was Yeah. muss man dafür machen? Die Aufgabe haben sie mir nicht gegeben zum... Wir sind spontan, das hast du vielleicht gemerkt in dem Podcast. Oh. Also der herzigste Kommentar hat Gesi ausgesucht. 2 Ziele, also der eine oder andere weiss ja, von wo ich komme. 2 Ziele, wo sich reimen, in den Kommentaren. Übers Fischen. Irgendetwas, 2 Ziele. Ich hätte jetzt gesagt, wo sich muss rein auf Toppis und Fisch verrückt. Oh, das wäre auch noch etwas, ne? Ja, was ich beides muss reimen. Ja, aber beides müsstest du 4 Ziele machen, Ja, ne? machen wir 4 Ziele, komm. Also machen wir 4 Bars, 2 Ziele, einmal auf Toppis und beim anderen auf Fisch verrückt. Yeah, cool. Yeah, nice. Ja, aber warte mal, wo müssen Sie es kommentieren? Ja, unten dran am Podcast. Spotify, ja? Ja. Bei uns Gut. Spotify unten dran, genau. Und jetzt lässt uns das Studio wieder im Stich. Robin, vielen Dank, bist du heute da gewesen. Merci Hast uns vielmals. deine Geschichte über Toppis erzählt. Und hey, wir sind draussen für heute. Ciao zusammen. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Ja, die anderen Jungs sind jetzt schnell rausgegangen. Also erstmal schnell ein Big Up an die Jungs. Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand so etwas aufbaut in der Schweiz. Ein Podcast. Es ist viel für ihre Freizeit, was machen, gratis machen. Es ist mega cool. Appreciate jeden, der in dieser Szene etwas mehr Aufwand betreibt. Ist absolut nicht selbstverständlich. Und jetzt bewege ich mich schnell aufs Glatteis. Und ich habe wirklich auch schnell die 4 Ziele so geschrieben. Verurteilen mich nicht, ne? Erste Podcast in der Schweiz über Fische ist aus. Hebe Schottglas und das Bier auf für Fisch verrückt. Triff sie in den Bau von der werfenden Wasser. Die nächste Folge vom Forellenkönig und ein Bär sind im Kasten. Peace out! 1, 2,